Michael, der Schatzsucher, begrüßt euch zurück hier zu Risen 3 Titan Lords und einem mehr oder weniger gar nicht so lustigen Spiel. Ich meine, der Typ, der getrennte Wege und so, ist okay dort hinten, ist sowieso schon alles. Befreit sich jetzt mal, war von Schattenkreaturen und so, aber ich traue ihm einfach nicht. Okay. Ein wird noch gefehlt. Faktor 2 Dinger. Das hat der Mendoza für uns erledigt. Ja, Vorteil ist natürlich, wir kriegen noch ein paar Ruhmpunkte, ist ja auch schön. Und der Schattenlord ist ja auch schon hinüber. Noch alles vom letzten Part. Ja, dann hoffen wir, dass das hier der richtige Schatz ist, denn wenn nicht, dann, Und vor allem, ja, eine gute Frage, der hat am letzten Part noch gestellt. Wieso vergräbt man in einer Kiste eine rostige Gabel? Will man jetzt gar nicht in den Sinn kommen. Wow, schön! Der Typ geht mir langsam sicher auf die Nerven. Hat der etwa noch eine? Würde mich wundern. Ich glaube, wie gesagt, er das jetzt Zeit nutzt für eine Transformation und so und zum richtig fiesen Typen wird. Check ihn noch dort. Nicht das hoch plötzlich. Ich habe deinen Schatz gefunden. Und? Spann mich nicht auf die Folter. Von wie viel Gold sprechen wir? 1000? 10.000? Jetzt sag schon. In der Truhe war nur ein Spiegel. Ein Spiegel? Das kann nicht sein. Du musst die falsche Truhe erwischt haben. Warum sollte mein Vater einen Spiegel vergraben? Er hat mir gesagt, er hat den größten Schatz versteckt, den ein Mensch je zu Gesicht kriegen kann. Er muss hier also irgendwo sein. Zur Not graben wir die komplette Insel um. Mir nach! Oh Mann, die Weiber werden sich um mich reißen. Ich heirate gleich am besten 3 oder 4. Der hat ja ein gesundes Selbstvertrauen, wa? Also ob es wirklich Frauen geben würde, ja gut, auch natürlich gibt es das. Wenn natürlich auch Männer geben, die eine Frau wegen des Geldes wegen heiraten würden oder umgekehrt oder gleichzeitig, wie auch immer. Also gleich natürlich meine ich Männer zu Männern und Frauen zu Frauen, oder würde alles geben. Die Welt ist ja tolerant. Naja, in mancher Welt zumindest. Okay, gut, dann eine Spinne übersehen. Ich bin mir sicher, hier ist der Schatz. Gold, Rubine, Edelsteine, das alles wird uns gehören. Also schnapp dir deine Schaufel und heb ein paar Löcher aus. Irgendwann stoßen wir schon noch auf die richtige Truhe. Könnte ein bisschen fies sein, wa? Ich will nicht unbedingt den Seelenwert noch weiter reduzieren. Es führt zu nichts. Gib es auf. Hey, du kannst doch nicht so kurz vor dem Ziel ans Aufgeben denken. Ich kann. Gib schon her die Schaufel. Ich zeig dir jetzt, wie ein echter Pirat das macht. Wirst schon sehen. Ich finde den Schatz, bevor du bis 3 zählen kannst. 1, 2, 3. Verdammt. Ich buddel jetzt schon seit Stunden und habe nichts, aber auch rein gar nichts gefunden. Dabei hätte ich längst auf einen Berg voller Münzen stoßen müssen. Was du nicht sagst. Moment. Was? Was ist das? Eure Reise ist zu Ende. Mein Sohn hat versagt. Er hat meine Hinterlassenschaft nicht zu würdigen gewusst. Er wird mir ins Schattenreich folgen. Vater! Was? Nein! Nun zu dir. Sag, hast du erkannt, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann? Sich selbst oder was? Erst sagst du mir, was mit Roscoe passiert ist. Ich habe ihn in eine Welt geschickt, in der Gold keinen Wert besitzt. Dort wird er verstehen lernen, auf welchem Irrweg er sich befand. Doch meine Zeit hier ist begrenzt. Und es zieht mich zurück in meine Sphäre. Sage mir also, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann. Ich bin es selbst. Deine Antwort war weise. Der Spiegel zeigt unser Ebenbild. Und unsere Existenz ist wertvoller als jede Münze, die wir tragen können. Zum Dank will ich dir diesen Diamanten überreichen.
Seine Reinheit soll dir ein Zeichen auf deinen Wegen sein. Leb wohl, Mensch. Oh Mann, was für eine Geschichte. Wieso hat ein Geist einen Diamanten dabei und wieso... Ich meine, hallo, es war sein Sohn, holt ihn einfach da... Du bist jetzt tot, Mann, du hast es nicht verdient, in diesem Sinne. Kann doch nicht sein, Alter. Er sagt es selbst, deine Existenz, ja toll. Was hast du im Schattenreich? Keine Existenz mehr, oder wie? Naja. Ja, das war interessant. Diamant schön, Roscoe ist weg. Nicht schön, aber was will er machen? War er sein Dad, der ihn da gekillt hat und ist nicht unser Problem. Leider geht's. Gut, es gibt noch 2 Schattenviecher plus eine Grabspinne, wisst ihr was, ich habe keinen Bock drauf. Ich glaube sowieso nicht, dass es hier noch was Großartiges gibt. Und deswegen will man sagen, zurück auf unser Schiff. Ja, stimmt ja mit X. Hey, ich habe wieder einen dunklen Fleck unter Wasser in der Nähe der Küste gesehen. Ein weiteres Seeungeheuer? Ganz bestimmt. Es scheint noch größer zu sein als das letzte. Also mach dich bereit für den nächsten Kampf, wenn du in See stichst. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Oh nein, das kann nicht sein, Leute. Ich habe doch gerade erst... Oh, verdammt. Wir haben noch den letzten Seekampf böse in Erinnerung. Seelenwert 62, okay, müsste eigentlich gut gehen für Bezug auf Mendoza. Mit der Crew quatschen. Nur ein anderes Mal. Okay, los geht's an der Taranis, wa? Wir sind hier fertig auf Takarigo, will man behaupten. Abgesehen von legendären Gegenständen, die kommen aber erst später. Und, Nebelins kommt auch erst sehr viel später. Antigua waren wir bereits, da müssen wir sowieso nochmal hin. Kramküste, ja, die machen... Stimmt, ab hier war doch der stärkste Titan, Titan sage ich schon, natürlich, stärkste Schattenlord, der müsste hier gewesen sein. Der wird, soll sehr, sehr stark und schwierig sein zu besiegen. Da waren die auch schon, wir waren fast schon überall, wa? Fehlt echt eigentlich nur noch 2 neue Inseln, Nebelinseln. Ich überlege sogar, weil das ist eigentlich eine DLC-Quest, wa? Oder Insel. Sagt man ja, zumindest mal. Gut, egal. Taranis, los geht's! Und mal gucken, was uns noch für ein Viech erwartet. Ja, gut, wir haben noch knapp 15 Minuten, von dem her dürfte es schon gut gehen. Und bei Nacht noch das Ganze. Ja, war klar. Questerfolg echt an Bord, hä? Aber kein Questabbruch. Interessant. Ging schon wieder die Steuerung. Okay, wo war jetzt der Fleck? Dort hinten war. Schießen war mit A. Jupp. Das Viech, es will von hinten. Dummerweise geht das Ganze nicht so weit nach hinten. Das ist natürlich doof. Oh, es ballert uns und Bams. Nachladen und Feuer! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind ja auch so langsam. War trotzdem getroffen, obwohl ich ausgewichen bin. Das wäre nicht schlecht. Nix. Wir können unser Schiff nicht sofort heilen, wenn es nur zu einfach war. Versuch mal seitwärts, war. Schießt doch mal, Leute! Hey, wo setzt ihr da hin? Hat so schön geschwächt, hey! Mal schön ist übertrieben. Aber Alter, das Vieh uns auch schon platt gemacht.
Muss irgendwie näher ran und trotzdem auf Abstand bleiben, wa? Oh oh. Feuert doch mal, Mensch! Das hat wehgetan, wa? Ja, ich würde mal sagen, das Viech gewinnt, weil wir haben gerade mal, jetzt haben wir 55% abgezogen, war und es ist uns schon etwa 80. Brocken bringt er gar nicht oder kaum etwas. Das war gut! Nein, verdammt, saust ab! Ich hab's doch schon beinahe! Okay, wir ziehen ihn mehr ab mit einer Attacke als er. Gut, kommt so drauf an, war, wenn es ihn voll erwischt, dann schon. Oh, gar nicht gut. Ja, wir haben's gekillt. Gekriegt und gekillt. Boah, das 5 ich. Oh, nicht schlecht. Gigantische Bedrohung. Questerfolg. Mal typisch, war anfangs so, trifft das Vieh gar nicht, das uns aber schon und am Schluss war es relativ simpel. Siehst du, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sage ich dir Bescheid. Mach das. So, ja, ganz kurz speichern, weiß nicht, was noch alles passieren mag. Das Vieh wäre also weg. Sehr gut, das kann natürlich noch ein bisschen was steigern, das aber erst für später. Denn wir haben jetzt sichtbar werden, böse Blicke. Und natürlich hier bezüglich Geistritual, sprich Zacharias, der Reaktor. Ein Kadetten Horas einen Auftrag gegeben hat. Ja, wäre eigentlich das nächste war. Aha, so. Gut, dann den Blitz, Monolithen. Geht's bei uns auf dem Schiff? So, das ist also dein Leben, ja? Du redest von der Seefahrt? Nicht nur, auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden. Ja, oder wird auch nicht. Mal schauen. Okay. Das war jetzt Questziel hier, sondern nicht viel los zu sein. Bei ihr gibt's noch einiges, wa? Hörst du? Schau, wir haben jetzt schon so viel geschafft. Vielleicht haben wir ja bald ein wenig Glück. Danke für deine Zuversicht. Vergiss nicht, ich bin an deiner Seite, egal was passiert. Dankeschön, Schwesterherz. So, und komm mal mit. Komm mit. Gut. Und dann noch Fragen bezüglich, wen hier aufs Korn nehmen. In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby, einer der Piraten auf Kieler, weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut, dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. Naja, ist mir klar. Okay, auf Kieler also. Wo ist denn die Quest jetzt? Ist die wieder bei Crew, wa? Wäre eigentlich logisch. Ja, genau, hier ist sie. Okay, machen wir nachher. Jetzt aber erst, wie gesagt, hier auf Terranis noch ein bisschen gucken. Ich sehe der Käse, ja, aber der ist ja... Da wissen wir, wo der ist. Der ist ja hier hinten. Hier. Und da kommen wir noch gar nicht hin. Das geht ja noch gar nicht. Tja. Schreibt er immer noch? Wie auf Wolke 7. Das Lager der Magier.
Ich habe schon viel davon gehört. Ja, nicht siehst du es auch mal. Hallo Magnus. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Erst mit Fechtmeister lernen oder Schwertmeister. Oh, da wäre ein bisschen zu viel, war 100. Ich möchte eine bessere Schlagkombination lernen. Das Beste ist einfach zu experimentieren. Jeder Kämpfer hat seine Lieblingskombinationen. Es hängt von deinem Gewicht und deiner Statur ab, welche Kombinationen dir am besten liegen. Probier einfach mal ein bisschen herum. Alles klar, jetzt will noch Schwertmeister, aber Nahkampf 100. Wow, 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 wow. Wie lerne ich denn das überhaupt? Oh. Das ist fiese, weil ich brauche nicht Schwerter 100, sondern wirklich Nahkampf. Das heißt 27 mehr noch. Alter. Ja, nice Tier. Schlösserknacken machen auch nicht unbedingt. Und Zaubersprüche. Ja, Kristallmagie wäre natürlich geil, wenn ich noch ein bisschen mehr davon hätte. Wohl, wisst ihr was? Nö, wir lassen mal noch. Können wir alles später noch machen, weil wir halt wissen, wofür wir es machen. So viel Zeit haben wir nicht mehr, Leute. Jetzt wollen wir sagen direkt los. Und zwar, das Wells. Hey, Wells. Wo ist der Typ, wo wir hin müssen? Ja, aber dann zu Erasmus gehen, nicht irgendwie hier. Auf beim Zaubern! Irgendwo sonst hin, genau. So will ich das sehen! Jo, ihr macht das toll! Nicht nachlassen! Wo war denn jetzt der Erasmus? War der hier oben? Was deine Delikatessen angeht, ich schau mal, was ich dabei habe. Einen schmackhaften Schinken, einen aromatischen Wein, ein paar zarte Muscheln. Ich glaube, da fehlt mir noch etwas. Sobald du alles beisammen hast, komm wieder. Ich möchte mir das Festmahl nicht entgehen lassen. Immer noch das gleiche, wa? Der Käse fehlt mir einfach noch. Wegen den Quarzen. Ich habe die Astralquarze gefunden. Wunderbar. Bin gespannt, was wir mit denen Schönes machen können. Hast du noch etwas für mich zu tun? Lass mich nachdenken. Du könntest... Ja, wir haben einige Wächter ausgeschickt, um Kristalle von anderen Inseln zu sammeln. Du musst wissen, dass Kristalle sehr stark von ihrer Umgebung beeinflusst werden. Dementsprechend entwickeln sie auch andere Eigenschaften. Diese Expeditionen sind von sehr großem Interesse für uns. Lass mich raten. Ich soll die Kristalle für dich suchen. Ehrlich gesagt, nein. Ich will, dass du nach Kalador und Kieler aufbrichst und dort unsere Wächter suchst. Du solltest entweder auf Jakob oder auf Horatio treffen. Ich habe leider vergessen, wen ich auf welche Insel geschickt habe. Aber du wirst sie schon finden. Ich will, dass du zu ihnen gehst und nachsiehst, wie ihre Expeditionen vorankommen. Das haben wir doch bereits gemacht. Ich werde zu den Expeditionen gehen und für dich nachsehen. Sehr gut. Ich werde auf deinen Bericht warten. Hier ist er auch schon. Was? Was kannst du mir beibringen? Frag einfach. Ich habe jetzt um 10 pro Stufe. Ist zwar nett. So gut bin ich auch nicht. Wo ist denn... Leute. Spinne ich jetzt? Ich habe die doch bereits geholt oder besucht halt. Hä? Wollt ihr verarschen? Ich war auf beiden Inseln schon und habe die Magier... Noch hin geht's halt ersetzt. Ist ja kein Problem, weil sie so erst nach hier runter... Ah, muss es so Fuß hin? Na gut. Wegen halt der Monolithen, war aber kein Schwören, haben wir doch bereits. Sprich, halt den Kristall dazu. Das heißt, wir müssen eigentlich in der Lage sein, den letzten zu aktivieren und damit auch den Reaktor. Die Quest war ja auch hier oben noch, die vorigen Monolithenstein, genau. Ja, nach der Gab, ja. Ich war gerade bei Erasmus, der sagt natürlich gar nichts. Hey, wo ist der jetzt? Achso, der war's. Ah, wieder mal einen langen Marschweg für uns, Freunde.
dass wir bereits am Ende des Parts sind, war. Aber gut, das mache ich jetzt noch ganz schnell zum Gucken, damit ich den wirklich dabei habe oder irgendwie was verpennt habe. Kennen wir von mir, von dem wäre auch nichts Neues. Und die sind eh schon befreit. Ach ja, in fast schon 100 Parts haben wir beinahe schon die ganze Welt von dem her, ja, befreit. Toll, bin ich nochmal falsch. Sofort abgebogen. Wow! Die Riesenrad jetzt oder was? Ja, ja. Den mehr als mir. So viel steht schon mal fest. Genau, da kann man von oben, sprich vom Lager der Magier her. Wieder ist noch so ein Truthahn. Ich hab Hunger! Chicken McNuggets! Was? Ah, dachte gerade. Dass ich bereits mit einem Hieb gekillt hätte. Ja, das wäre ein bisschen immer gewesen. So, Patty kommt mit. Wieso kommt er erst jetzt? Hä? Hat doch hier schon mal. Aber das wieder beendet. Aus irgendwelchen ominösen Gründen. Okay, die können wir noch rennen. Da weiß ich noch, dann war es zu mühsam, da hochzugehen. Und die kommen sowieso. Alter, das wird zu laut! Das war's dann wohl. So, hat sie noch ein paar. Nö, wir sind bereits down. Die Kisten haben wir auch geleert, ja. Ihre Experimente. Wir sollten hier verschwinden, nicht dass uns gleich ein Blitz trifft oder sowas. Da gehört etwas hinein. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gleich einen Auftrag gab. Wir haben es doch gemacht. Er ist hier an Bord, aber ich kann ihn darauf nicht anquatschen. Was ist denn jetzt los? Zurück zum Schiff. Was zum Henker ist denn jetzt wieder fehl? Wir sind auf Taranis. Was wirst du jetzt tun? Der Magier Erasmus schickte mich nach Takarigua, um ihm den Monolithenstein von dort zu besorgen. Er braucht das Ding für sein Experiment. Er nennt es Reaktor. Wenn ich bei Erasmus aufkreuze, muss ich mich wieder für jeden Mist rechtfertigen. Komm, gib mir den Stein. Ich mach das für dich. Ehrlich? Danke, Mann. Dafür hast du ein Gut bei mir. Hier hast du den Stein. Bring ihn zu Erasmus. Er wird sich darüber freuen. Ich hätte einfach nur 2 mit ihm quatschen müssen. Das gibt's doch nicht. Was hast du jetzt vor? Komm mit. Wie, jetzt kann man begleiten? Was hast du jetzt vor? Ich bin froh, dass ich Teil deiner Crew bin. Doch um ehrlich zu sein, müsste ich mich eigentlich bei Faruko melden. Er sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn ich von Takarigua wieder da bin. Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so'n Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigua als geplant. Aber es war auch eine verdammt harte Nuss. Das stimmt. Wieso bist du eigentlich zu den Magiern gegangen? Hey, die Magier sind cool, keine Frage. Aber manchmal können ihre schlauen Sprüche wirklich nerven. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein. Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Das stimmt eigentlich. Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Puh, du hast mir eigentlich schon genug geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch von dir verlangen kann. Ich werd's überleben. Na schön, danke. Ich werde mich revanchieren. Erzähl ihm aber bloß nicht, dass ich auf Takarigua gestohlen habe. Er hat sowieso schon... Naja, du wirst es ja sehen, wenn du mit ihm sprichst. Freundschaftsdienst. Okay, Leute. War wieder mal interessanter Part, nicht wahr? Jetzt müssen wir, wie gesagt, noch das hier machen. Wir haben mit den Monolithen jetzt. Es war ein bisschen... Wir haben ein bisschen gedauert, bis wir nochmal hier waren. Aber immerhin, jetzt klappt ja alles, so wie es soll. Oder zumindest mal fast alles. Kannst du wieder mal mitkommen, Kleines? Kein Problem. Der Part ist ja bekanntlicherweise bereits vorbei. Gehen wir ganz kurz hier hoch noch. Und dann würde ich mal sagen... Gehen wir in diesem Part wieder runter und werden dann hoffentlich den Stein einsetzen können. Und mal schauen, was dann passiert hier bei Risen 3, Titanlord bezüglich Zacharias. Und
halt der ganzen anderen offenen Welt noch, war. Ein paar Dinge gibt es noch zu tun, bevor wir dann zu Kapitel 4 übergehen. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.